Wilde Lorenfahrten gibt es hier im Feuertempel bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und wir machen uns mit Yunobo erstmal auf den Weg zurück über eine, ja, schwebende Brücke, die mehr oder weniger hält. Gott sei Dank. Und jetzt ist die Frage, die ich mir noch so stelle, wie kommen wir in die anderen Bereiche? Yunobo, warst du das gerade? Mal da vielleicht, ne? Da oben. Weil die Lorenfahrten, die wir so hier bis jetzt gemacht haben, die waren so soweit schön und gut, aber naja, es geht ja nicht großartig weiter, ne? Ich muss irgendwie eine Abkürzung finden. Wow. Das war schon mal nicht. Trotzdem war es schön, sage ich jetzt mal. Okay, nochmal nach oben. Klettert der Link nach oben, wir an uns loben. Aha, guck mal an, plötzlich haben wir noch ein paar Items, ein Hydranten, Ventilator. Oh, vor allem den nehmen wir natürlich auch sehr gerne. Speziell für unser, ich sage jetzt mal, so massiven Verbrauch an Ventilatoren für das Hoverbike. Sonanium, nehmen wir auch sehr gerne. Okay, jetzt können wir von hier raus, oder was? Nee, das leider nicht. Kann ich hart checken. Wir sind jetzt hier. Die Loren oder die Schienen, die man hier sieht, das sind die auf anderen Ebenen. In dem Fall also schon auf Ebene 3 oder so. Die nützen hier noch nichts. Eine kann mit der auf Ebene 1, also ich sage jetzt mal Etage 1, kann er zurückkehren, ja. Also im Prinzip hier, wo wir hier auch schon waren, wo wir hier wieder abgesprungen sind. Das Problem, ne? Ich bin gerade auf Ebene 1, wir müssen eigentlich auf Ebene 2 gelangen. Nur aber dafür Möglichkeiten. Ich meine, wenn wir mal gucken, hier unten waren wir schon. Hat soweit auch geklappt. Hier kann man nicht dran, weil das Ding hier zu ist. Wie ich das aktivieren soll, kein Schimmer. Obwohl, doch, ihr habt da die einfach, ne? Bei E4 geht denn das, okay. In E3 ist auch noch einer. Eigentlich ist halt der, das ist klar. So, ich bin hier eigentlich auch schon im Ort selber richtig, muss aber nochmal 2 Ebenen nach oben. Und 2 Etagen und dann habe ich hier drüben nochmal einen. Müssen wir erstmal zu dem hin. Wie denn das? Wenn ich jetzt hier zu dem wieder zurückkehre, bin ich einfach hier. Ich muss eine andere Schiene, sage ich jetzt mal, betätigen. Aber eine mir von E1 in E2 führt, gibt es gar nicht. E2 wird es wieder ein paar neue Schienen, also ich muss erstmal da hinkommen. Von da ist es wieder wesentlich einiges einfacher. Die überlagern sich, ja. Wir wissen auch hier. Weil hier war ich auch noch nicht, hier drüben. Wir müssen quasi einfach mal, doof gesagt, mal schnell rüberspringen. Vielleicht kannst du ihn ja auch abfangen, nehmen wir die andere Variante. Also, wir gucken mal. Wie ich hier am besten und am schnellsten auf die erste Ebene gelange. Und da kann man wieder ganz normal rüber. Kann ich vielleicht. Ah, kann ich vielleicht so hoch. Mit den Sprung auch dann von da drüben aus. Oder hochklettern ist die andere Variante. Ja, müsste klappen. Ja. Nein, müsste eben auch nicht klappen. Lass mal kurz in Lava fallen. Wenn wir am Ort von vorhin wieder. Genau hier. Also das war jetzt nicht ganz so prickelnd, wie ich gehofft hatte, aber ich muss da hoch. Also eigentlich die Etage und so wäre schon richtig.
Darf jetzt halt nicht drüber gehen, oder muss man gucken. Dann muss ich da hoch. Irgendwie geht das alles so falsch, in da so versuche rüber zu klettern. Ich könnte einfach nur so eine Truhe haben. Wenn die das hier von hier aus wieder irgendwie absteigen, also während der Fahrt sogar. Und ich meine, warum eigentlich nicht? Ja, guck jetzt gerade vom Base nur zurückkehren, ohne einen großen Umweg machen zu müssen. Ja, wenn darüber geht zwar auch, aber... Jetzt gucken, wenn ich eine Schiene zu mir rüberholen könnte. Da kann ich vielleicht da hochklettern, wäre eine Variante. Ja. So. Auch schon mal die Lore. Und jetzt wäre eigentlich das Ziel, dass ich gar nicht großartig fahre. Warte mal. Ich muss da rüber. Ja gut, jetzt war auch so, aber... Schon wieder. Meine Fresse. Ich hatte überlegt, ob man scherzhafterweise mal ein paar Loben miteinander kombinieren soll. Was soll das bringen? Ich muss nur mich selber transportieren. So, eigentlich habe ich hier einen Weg. In der Mitte kann ich da absteigen. Junge, bin ich schnell, trotz allem. Also ohne Speed. Ja, weil ich habe einen Spezialfall, dass ich halt dort oben eine Überschneidung habe. Oh, ja, wieder falsch, ja, super. Also Überschneidung der Schienen habe zwischen dem ersten und zweiten Etage. Nein, ich habe eine andere Idee. Ich habe es gerade gesehen im Augenwinkel. Wie unhöflich. So. Eine ganze Strecke zurück, bitte.
Aussteigen. Weil hier kommen wir nach oben. Tada! Und genau hierhin wollte ich ja. Diamanten. Sehr schön. Jetzt bin ich im E2, oder? Also fast. Ne, E1 und kann dann hier überfahren. Perfekt. Das Problem, ich habe hier keine Lore. Ich muss kurz warten, wie sie kommen. Wenn ich hier keine habe, kann ich ihren Weg irgendwie auch ändern? Die fahren hier eigentlich immer nur im Kreis entlang. Ich kann natürlich jetzt auch fragen, was dann der Ausflug hierhin überhaupt gebracht war, wenn die hier sowieso nur im Kreis fahren. Stimmt, ne? Da bringt mir gar nichts. Hä? Wenn das Ganze hier eigentlich gar nichts bringt. Gut, ich meine, ich kann natürlich mit der Yunobo da gucken und die abschießen. Bin ich gerade ein bisschen doof? Moment. Ach, mach's mal anders. Ich bin jetzt schon hier drüben. Das ist immer gut. Ich werde hier mal... Kann ich hier ein Ding setzen, bitte? Ich habe das Gefühl, ich stelle mich gerade ein bisschen doof an. Ich platziere den mal. So. Also. Ich muss ja auch an die Orte hingelangen. Und vom E2 her... Wenn ich eigentlich in der Mitte her hinkäme. Ich habe schon versucht, mit dem Deckensprung da hochzugehen. Da klappt nicht. Was ist denn das hier? Wie käme ich denn da überhaupt anders hin? Ne? Jetzt mal gucken, was wir sonst noch so haben. Ich habe den Ort und habe zwar relativ schnell abgeschrieben, weil ich nicht reinkam. Vielleicht muss er gar nicht von unten, sondern eher von oben, besser gesagt. Ja, da ist auch schon E2. Ein bisschen verwirrend, dass ich irgendwie keinen direkten Einstieg habe zwischen E1 und E2. Weil ich ihn hier irgendwie sehe, auch die hier zum Beispiel. Ich werde direkt von daher, da steht ja, wenn zum Beispiel hier gucke, EG, da ist die zum Beispiel, die fährt bis E1 hoch. So. Und da ist die. Wunderbar. Und hier kann ich absteigen, kann dann hier hin. Und die ich hier eigentlich noch irgendwie sehe, das sind bereits in E3 oder E2, wo ich dann hier bin. Ich hatte irgendwie die Idee, dass wenn ich hier bin, theoretisch auf eine Lore von denen hier steigen kann. Könnte vielleicht auch, das bringt mir nichts, weil die fahren hier im Kreis. Ich muss dann ja doch wieder auf E2. Also irgendwie muss ich hier auf E2 hoch. Das hat ein bisschen so von wegen, ja, einfach so mit Deckensprung, Lorenfahrten, dann wird es schon irgendwie klappen, aber es scheint da noch ein bisschen komplexer zu sein, das Ganze. Was irgendwie gerade ehrlich gesagt ein bisschen feiere. Ganz so simpel wie die anderen Schreine. Schreine, sag ich schon, Tempel. So. Und ja, ich kann ja theoretisch überall hin. Vielleicht sich auch mal einen Überblick von hier aus verschaffen.
Plötzlich bin ich beim E2. Wenn ich da hoch bin, wäre sogar auf Höhe E3 und könnte theoretisch rübersegeln. Das wäre jetzt so unbedingt, wie so das Spiel oder die Macher das überlegt haben, wobei hier kommen wir eh nicht rüber. Aber ich meine, wenn ich hier schon mal hochklettern kann, warum nicht? Du kannst auch Tulins Wind nutzen, will ich jetzt aber auch nicht machen. Das wäre irgendwie auch nicht Sinn der Sache tatsächlich. Also quasi die Fähigkeiten schon von anderen Weisen zu nutzen. So genau, da unten und da kam ich ja nicht hin. Weil also er wollte eigentlich unten hin, aber da war ja irgendwie was dann blockiert. Aber hochklettern, das geht ja. So, ich gucke nochmal unten, ob ich vielleicht da irgendwas übersehen habe. So, sind wir im EG. Ich wollte dahin für Locke, aber da geht nichts. Und auch wenn wir hier ein bisschen umgucken, ich habe hier direkt keinen Mechanismus, den ich triggern könnte. Andererseits ist da oben durchaus etwas. Oder eben, ich versuche sogar durch die Mitte hindurch. Mhm. Das ist, glaube ich, die Lorefahrt, die ich hier durchmache, ne? Genau. Da bin ich dann da bei dieser Abzweigung. Die hatten wir auch schon. Okay, und jetzt? Also, wie gesagt, mir fehlt der Übergang zwischen E1 und E2. Jetzt bin ich halt bei E2. Das mag ein bisschen geschummelt sein, aber ich wüsste gar nicht, wie man das anders machen sollte. Moment, was? Oh, das ist ein neuer. Besiegen wir den ganz kurz und dann gucken wir weiter. Oh, lange vergessen, er hat keinen Brenn drauf. Hallo, ich brenne nicht. Ja, eben kann ich vergessen, weil ich brenne nicht. Delta Elite Konstruktoren. Das, wie ich das sehe, das stärkste der Dinge, aber. Von Deltern. Jo. Delta Elite Konstruktoren, wir haben noch einen Delta Krieger Konstruktor, das Elite ist schon wesentlich stärker, krass. Wenn wir drauf schrauben. Sobald es dann nötig ist, so einen Hydranten mitnehmen. Noch irgendwas mitgenommen, was ich gar nicht brauche, aber. Gut, eine Flammenkeule, vielleicht brauche die doch mal noch. Wer weiß. Bogen. So, ich war gerade etwas verwirrt tatsächlich. Bin wegen den Dingern. Die müssen so wie zum Verleih einfach dastehen. Sondern. Auch nicht deswegen, weil es jetzt ein bisschen heiß aus drunter. Und wegen dem Teil. Das war schon eine Art Einladung. Ich meine, das ist das Teil, was ich hier sehe, aber was ist denn darunter? Darunter ist eigentlich gar nichts.
Okay. Ist ein Lift, ist eine Abkürzung. Ist ja schön. Aber wie zum Henker... Wäre ich jetzt ohne die hier hochgekommen? Das sehen wir später noch. Ich habe das Gefühl, dass mit dem Deckensprung, was er da gemacht hat, also Deckensprung doch, was ich das so gemacht habe, das war eigentlich eher falsch. Das Spiel wollte es eigentlich, dass ich anders mache. Aber sehe sie mir gerade nicht. Oh. Ja, Junobo, jetzt kommst du! Sehr gut. Okay, der löst das Problem da hinten nicht. Aber löst das Problem. Hätte er von da aus darüber kommen sollen? Vielleicht deswegen ein Hinweis, weil ich hier halt ja, EG halt hier hochklettern sollte. Aber ich habe halt hier E1, also hier sehe ich das Gemäuer selbst. Also die Wand vom Gemäuer. Was ich hier unten schon nicht sehe. Könnt ihr einen Hinweis darauf, dass ich hier eigentlich hätte hochklettern sollen da? Gut, wer auf die Idee kommt. Also dann. Gucken wir mal, was noch hier alles zu sehen gibt. War zum Beispiel auch hier. Okay. Sieht auch lustig aus. Gehen doch erstmal darüber. Ja, war ja klar. Okay, alles in der Truhe. Ja gut, warum nicht? Oh ne, also massiven Donanium-Schild. Haben noch nicht genug davon. Darauf packen wir nicht, weil der Waldschild ist halt deswegen gut, wenn mal wieder ein Sturm reingeraten würde. Ist der halt sehr, sehr praktisch. Ja, könnte man auch einen Chimären-Schild oder so dran packen. Oh, komm. Obwohl, drücken wir bitte nicht weg. Das ist sonst sehr unhöflich. Muss noch ein paar Schilder loswerden, Leute. So. Apropos loswerden, haben wir das also auch gemacht. Gehen nochmal zurück. Denn wenn wir uns mal hier umgucken, bin ich hier. Ja, das Ding stimmt nicht ganz. Wobei, können wir den hier runterfallen lassen. Und dann hier rüber gehe. Wir fahren nochmal zurück, Freunde. Wenn ich keinen Durcheinander kriege. Der Weg ist soweit gemacht. Das ist soweit auch gut. Wir können auch noch darüber gehen. Da muss ich auch noch rüber. Aber ich will jetzt erst einmal dahin. Da sind Loren ready. Aber ich habe hier ein Problem. Obwohl, ich habe ja kein Problem. Hatten wir doch schon mal auf einer Himmelsinsel, an der Anfangs, ich glaube, das müsste sogar irgendwie Folge 3 oder Folge 4 gewesen sein, ich weiß schon, mega lange her, wo es auch darum ging, so etwas zu überqueren. Auch die Idee hatte von wegen, ja, ich packe einfach mal 3, 4 zusammen. Und dann hat es aber irgendwie nicht ganz so geklappt, wie ich eigentlich wollte. War leider ein bisschen schade. Aber rein theoretisch.
Inobo, alles klar bei dir? So wenig Power war. Ich habe noch einen zweiten da. Rakete habe ich auch noch, aber auch ja die dafür. Warum eigentlich nicht? Ich muss nur kurz rüber. Na, ob das funktioniert, ich habe so meine Zweifel. Ja, genau aus dem Grund. Weil ich es ja immer falsch mache. Zum Glück hast du noch ein paar. Naja, Petri, heil uns so, wa? Also in der Theorie war es ganz gut. In der Praxis, naja, hätte ich natürlich hinten noch ein Ding dran gehabt. Jetzt wird es ja funktioniert. Alter, habe ich viele Herzen verloren. Junge. Genau, wieder mal hier ein bisschen was. Nicht nur davon snacken, sondern generell wieder mal ein bisschen was zubereiten, wa? Also. Grundsätzlich die Idee war gut. Jetzt sind die Teile hier weg. Super. Jetzt kommen wir nicht mehr dahin. Wollen wir jetzt verarschen oder was? Er hat trotzdem Ventilator hinten gebraucht. Für einen extra Antrieb jetzt nämlich genau gereicht. Okay. Ich da jetzt vorerst nicht hinkomme. Das sparen wir uns für später auf. Mach mal den da. Dann gucken wir mal, ne? Ist denn da? Da unten. Muss ich da hin? Ne, eigentlich auch nicht, ne? Den mache ich einfach ein Stockwerk höher. Könnte ja was bringen. So, ich will nur mal ein bisschen gucken. Ah, jetzt mache ich hier diese berühmte Kurve. Verstehe. Kommt noch beim E3 an. Jo, okay. Sauber schlagen, Nobo! Der wollte eigentlich einen Shield-Konter machen. Ah, es schöpft und ruht. Nein, es ruht und schöpft neue Kraft. So geht's ja. Die Waffentasche ist voll. Ja. Ist das ein mächtiges, normales Schwert, oder? Ja, auch ein Großschwert wieder. Habe ich noch eins und ich habe hier eh noch ein paar. Auch hier möchte ich so ein Großschwert. Hier ist auch eins. Lassen wir also. Gut, bin ich mal hier oben. Das ist immer was Neues. Von hier aus. So, in der da auf der anderen Seite wäre, ne? Okay.
geht's auch noch hin. Gut, dann hier. Sollen wir uns so umdrehen? Kann man da hin, wenn ich dem folge, dann kann man nachher auf E4. Kann ja theoretisch nachher easy zurück nach EG, um da was zu aktivieren. Aber dann machen wir was anderes. Wir entfernen mal schnell das Teleport-Medaillon. Und mach's mal kurz eben hier hin. So. Ja, der Tempel hier dauert doch länger als gedacht. Gut, ich stelle den Teil auch ein bisschen doof an, aber ich habe auch das Gefühl, es ist generell auch ein bisschen anspruchsvoller. Das ist nicht euer fucking Ernst. Sie können da nichts aktivieren davon. Eine Frechheit sowas. Direkt damit, da ist noch ein Bogen drauf. Auch eh nicht, da ist noch ein Bogen, okay. Also, nochmal von vorne bitte. Jetzt komm ich! Aber trotzdem ganz schön frech, finde ich. Gut, dann bin ich hier. Und wenn ich mich hier runterfallen lasse, komme ich hier hin, ne? Auf E3 da hinten. Scheint soweit richtig zu sein, weil da sonst nicht so easy hinkommen würde. Ja, und nun? Jetzt kommen wir hier hin zumindest. Naja, immerhin. Jetzt komm ich! Aber hallo! Okay. Ja, oder was zusammenbauen, wa? Jetzt mal ganz kurz, Leute. Ich glaube, das geht so fast schneller. So, nochmal einen und dann müsste es, glaube ich, langsam reichen. So. Den und den noch. Pass mal so und guck mal, Inobu, kommst du schon hoch oder musst du noch ein bisschen nachhelfen? Ja, nicht ganz, wa? Jetzt komm ich! Hä? Verarschen, Kleiner? Ding dong! Okay, ich muss zugeben, ich brauche ganz schön lange für den Es Tempel. sind noch 2 übrig! Weiter so, wir packen das! Natürlich, was auch sonst. Ich habe noch ein Ding, was ich hier rundherum fahren würde. Lustigerweise. Ah, der geht aber dann so herum, wa? Hm.
Was auch immer das gut sein soll. Oh. Jetzt komm ich! Okay, das klappt so schon mal nicht. Vielleicht dem Konstrukt wieder. Was ist mit der Musik los? Die geht gerade richtig ab. Ich muss sagen, so wird die Folge wieder beenden. Deswegen, da ist einer. Habe ich gar nicht gesehen, Leute. Junge, ist das Teil weit. Ich meine, ich muss mir eigentlich nur eine Rampe bauen. Quadrat, oder was macht er da überhaupt? So, jetzt mal eben kurz entfernen. Könnte passen. Das ist für E4 oder so, wa? Obwohl das einfach... Was eigentlich vor allem dich runterfallen kann. Runterspringen kann, besser gesagt. Okay, Leute. Oh. Immer schön auf die Fre... Nur, ich brauche noch seine Items, ne? Ich sag's nur. Da unten ist er noch. Warte, wo war er gerade? Hier. Hä? Was ist er da hin? Ist er da weg oder was? Oh, so ein Pennerbauch. Na gut, aber wieder zurück teleportieren, gut ist. Und gut ist, Freunde, und gut ist. Also dann, würde mal sagen, wir zusehen. Nächsten Part, wenn wir hoffentlich den Tempel durchrocken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Fehlen bloß noch 2 Stück, ne? Und irgendwie kriegen wir schon hin, dass wir uns hin und her teleportieren oder hin und her fahren können und so. Für uns zum Teil ein bisschen verwirrend. So geht's natürlich auch, ne? Verliert zwar wieder die Items von ihm, aber ist ja egal. So, geht's ja auch noch weiter. Ich glaube, das wäre was für die nächste Folge oder die andere Strecke, je nachdem. Wobei, das ist im Prinzip dann ein Durchlauf, war. Einmal rundherum. Kann vielleicht aber auch noch ganz nützlich sein, werden sehen.
Vor allem können wir irgendwie dann wieder switchen. Dann komme ich dann vielleicht auf... Ne, auf E4 kommen wir dann nicht. Okay, von hier aus. Aktuell gar nirgends hin, weil da was blockiert ist tatsächlich. Gut, aber ist es ja das Zwischending, ja. Genau, zumindest kommen wir schon mal hier rein. Das wird auch schon mal hilfreich. Und dann würde man sagen, wir sehen weiter, wa? Vor allem auch mit dem da drüben, und wir wirklich nur das dazu brauchen, wenn ich da irgendwie runterkomme, bis ganz nach unten und dann endlich mal das Teil aktivieren kann. Weil ist ja nur noch das Ding da, wo ganz unten ist und noch nicht hinkamen. Und das Ding, wo ich eigentlich schon mal holen wollte, aber wir dann gemerkt haben, ups, das ist ein bisschen, naja, ein bisschen tricky zu erreichen. Wir haben die Lore nicht richtig zusammengebaut vor allem. Okay. In dem Sinne, Freunde, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.